Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Jorn Schweizer zu der nächsten Folge Kingdom Hearts 3. Wir sind gerade auf der Reise Richtung Bergufer zum Telsa nochmal suchen. Wir sind ja da komplett mit der Lawine oben runtergeschmissen worden. Aber ich würde sagen, wir machen uns ganz langsam auf den Weg, wenn der Donald und der Goofy dort nicht würden, unseren Speicherpunkt anbeten. Sollen wir uns dann mal in den Kreis begeben? Oh je. Nein, egal. Also, wir machen uns auf den Weg weiter und schauen, wo wir durch müssen. Ich sehe dort oben schon auf der Karte, wie es plus minus sollte aussehen. Oh, was haben wir da? Ein paar Kisten, ein Wägeli. Jetzt muss ich ganz kurz noch schnell den Sound ein bisschen leislicher machen, sonst höre ich mich selber praktisch nicht mehr. Auch euch. So, dann haben wir hier noch ein paar Taler mit einsammeln. Dann machen wir mal uns auf den Weg weiter rauf. Es sieht aber noch recht cool aus da mit den Bäumen. Sind das so Kristall, so eingefrorene Kristalle, Tröpfchen. Sieht noch cool aus, muss ich sagen. Aber da kommt gerade wieder ein Szenario. Also habe ich gar nicht gross mal reden, sondern... Oh, I can't wait to meet Elsa. I bet she's the nicest, warmest, best person ever. Wow! See? I told you! A walking, talking snowman! Well, what do you know? You're right. I want to look! Wow! You really are alive! What's making you walk? Well, I guess my feet. Hello. Olaf, are these your friends? Nope, never met him. Don't know anyone blue, green, or who's oddly spiky. Spiky? My hair? Wait, why don't I get a color too? My name is Sora. And I'm Donald Duck. Oh, And I'd be Goofy the Green. I'm Anna. And I know they're strangers, but they seem pretty nice to me. I'm Kristoff. And this is Sven. Nice to meet you. So, where are you guys all headed? We're going to try and put an end to this crazy winter. And to do that, we need to find my sister Elsa. Elsa's your sister? What a coincidence. We're going to see her too. You know Elsa? Yeah, we ran into her up the mountain. Do you mind telling us what's going on around here? We're worried. We think your sister might be in some trouble. Trouble? Are you sure? All right. I know we just met, but Sora, was it? I get the feeling that you're someone to trust. I'm right there with you. I just hope you like long stories. Sure. You know, I should go find some moss for Sven. He's looking a little hungry. Come on, Sven. hey, wait, what's going on? Tell me, is something happening? Come on, Olaf. You're with me. Sure, Sven. Reindeer Sven too? The reindeer is Sven. Oh, how fun! When we were little, my sister and I used to be really close. But then, one day, for some reason, Elsa just shut me out. Elsa? Do you want to build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Years Come out passed the and we door. barely It's ever like saw you've each gone other. away. Then, finally, it was time for We her used to be best coronation. buddies. Let's just say I And was now more we're than a little not. excited. I wish you I would thought we'd tell finally me have a chance to talk. But at the party, Do you I wanna did build something a that made her mad. snowman? We got into an It doesn't argument have and to be I a lost my temper. snowman. I was just so Okay, frustrated. Okay, And then, well,
That's when she used her magic to push me away. It was all my fault. Please, I know you're in there. People are asking where you've been. They say have courage, and I'm trying to. I'm right out here for you. Just let me in. We only have each other. It's just you and me. What are we gonna do? Do you wanna build a snowman? I shouldn't have upset her the way I did. Elsa ran away because she was frightened. I have to bring her home. I'm sure she knows how much you love her. And I think maybe that's why she looks so sad. It's just like when Riku disappeared. He thought he had to push me away to protect me. Maybe Elsa's the same. If anyone can help her, it's you. Huh? Thanks. Hey guys, I need some help. Huh? What's the problem? This. It's not a stick. Well, it is a stick, but it's Olaf's arm. He's falling apart again. Falling apart? How come you're not upset? Oh, it's no big deal. He's a snowman. We'll just put him back together. Really? You can do that? I gotta see this. The pieces can't be too far from here. Could you guys help us look for him? Of course. So, nach der kleinen Eingebung von dem lieben Schwesterli von der Elsa wissen wir jetzt auch, was in dieser Welt wirklich vor sich geht. Finden Olafs Einzelteile. Also, wir müssen helfen, den lieben Olaf zu finden. Ich muss mich jetzt ganz kurz zurechtfinden, also die Musik ganz ein bisschen nochmal runterdrehen. Sonst höre ich gar nichts mehr da. So, wir befinden uns auf dem Eis. Jetzt müssen wir schauen, wo wir hier den Olaf seine Einzelteile zusammenbekommen. Aber ich sehe da gerade so weit nichts. Schauen wir mal da oben an. Okay, versuchen wir mal den Wasserfall, eingefrorenen Wasserfall, da mal drauf zu gehen. Da befindet sich schon irgendetwas, aber ganz ehrlich, das hat jetzt nichts mit dem Olaf zu tun. So, das sieht schon ganz eher aus wie ein Olaf. Wir müssen halt im Großen und Ganzen ein bisschen aufpassen, es gibt auch falsche Teile vom Olaf, die sich da verstecken. Ich bin halt, irgendwie weiss im Großen und Ganzen noch, wo all die Stückchen liegen. Also meine Erinnerungen sind nicht schlecht dran, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Da sind wir jetzt über dem See drüber, da drinnen können wir irgendetwas machen. Seine Stimme wird lauter. Was bedeutet, du müsstest bei uns ganz in der Nähe sein. Hi, Sora. Hey, Olaf, there you are. I was starting to think nobody'd ever come along and find me. Well, I'm glad we did. Also ich frage mich einfach noch, wie hat der Olaf geschafft in so kurzer Zeit? Ah, da rennen sie ja schon umeinander, du hast Beine gesucht, da sind sie ja schon. Dann mich wundert es einfach, wie der Olaf in so kurzer Zeit sich in einen Schneeböller hat reingefrieren, als der Sven nicht darauf aufgepasst hat. Oh, warte, jetzt muss ich den einfangen irgendwie, dann rennt man davon. Oh, und da haben wir ihn. Teil Nummer 3 haben wir zusammen von unserem lieben Olaf. Think that's all of him? Dann setzen wir ihn doch einmal wieder zusammen. And that should do it. You sure something's not missing? Nah, looks right. Wow, I feel so much better. Wait, where's my cute new nose? The one Anna gave me! Sora, do you have his nose?
I don't think so. Sven. Someone had to pick it up. You're right, buddy. Thanks for finding it and not actually eating it. Oh, you're welcome. My nose, it's back! Oh, I love having a nose. Hey, Kristoff, how'd all this happen anyway? You know, I'm not sure. These weird animals, well, they were more like monsters. They just crashed into Olaf. I knew it. Yeah. The Heartless. And I thought the wolves around here were bad. Kristoff, look! They're back. No, I've already fallen apart today. We know how to handle them. Anna, Kristoff, keep going. Okay. Wait, what? So, besiegen alle Herzlosen haben wir wieder die Viecher, die mich dann überrennen wie nichts mehr und am Santa Claus seine Rehtiere. Opa, dann machen wir gerade einen Gegenkonter, du kleiner Schlawiner, du. Muss aufpassen, die machen noch ziemlich guten Schaden, wie ich da merke. Aber die kleine Drecksau nehmen wir gut auseinander. So, wo haben wir den nächsten One? So, Illusionsstab wäre wieder parat, dass wir gerade mal von der Ferne ein bisschen angreifen können, dass wir uns nicht immer umschubsen lassen von diesen grösseren Niemanden. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sein, nach meiner Meinung nach sollte das gar kein Niemanden sein, sondern Herzlose. Aber das lassen wir mal so ganz am Rand stehen. Jetzt haben wir ja wenigstens erfahren, wie der liebe Olaf seine Einzelteile verloren hat, wenn ich vorher schon so dumm nachgefragt habe. So, das sieht ziemlich gut aus. Jetzt können wir da nochmal... Mit diesen Doppelgängen können wir halt noch recht gut flüchten. So, wuppa, danke Donald. Du hast uns in den letzten Moment gerettet und ich bin gottesfroh drum. So, 2-3 Stück haben wir noch erledigt. 4, 5, 6 Stückchen. Und wir haben noch Max gestiegen, Max FP gestiegen und Dickschädel bekommen. Ich glaube, Dickschädel hat gestanden. Der letzte Satz habe ich, das letzte Wort habe ich jetzt nicht so ganz am Rande mitbekommen, da ich mich am Konzentrieren bin auf den Kampf. Da haben wir noch eine Fledermaus und die ist auch gerade verrichtet. Und als Bonus haben wir ein neues Accessoire-Slot und Luftgerätsche bekommen. Cool, dann schauen wir doch gerade mal weiter. We better catch up. Yeah. Begib dich zu Elsas Eispalast. Okay. Das wird eigentlich gar kein Problem darstellen. Jetzt müssten wir einfach nur noch wissen, wo genau wir da durch sollten. Aber ich glaube und denke, dass da oben sehen wir nichts. Nein, da kommen wir nicht durch. Das ist eher einfach so eine Ecke, wo gar nichts ist. So, aber die Frage ist jetzt eher, wo sind wir hergekommen und wo müssen wir hin? Okidoki, ich würde sagen, wir sind, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, von da hinten hergekommen. Das heisst, der nächste Weg, wo wir eigentlich durch müssten, wäre da zwischendurch durch die Bäumchen. Die Bäume sehen wirklich cool aus. Ich will auch so einen im Garten. So. Dann hinterlassen wir unsere Fußabdrücke knallhart im Schnee. Damit die Herzlosen ja wissen, wo wir sind, wenn sie noch eins auf den Deckel haben wollen. Oh, geil, cool. Dann können wir gerade wieder anfangen, die Leute überfahren. Oh, nein, 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 nein. Eine Kisteli. Oh mein Gott. Mein Hab und Gut. Hi Äther, dürfen wir nicht vergessen. Wir versuchen es gerade nochmal im Anlauf mit unserem Schneeböller. Ich darf einfach nichts berühren, sonst geht er direkt kaputt. Aber so können wir eigentlich sehr gut auch andere Herzlose. Da vorne haben wir nochmal einen. Ich weiss jetzt nicht, ob wir da über die Kante reinkommen. Oder... Nein, da geht er kaputt. Okay, Kanten können wir auch nicht machen. Aber da vorne haben wir ein paar Rentierli vom Samichlaus wieder, die er uns auf den Hals hat. Die überfahren wir doch einfach einmal Perlen mit unserem Schneeböller. Also ich weiss jetzt einmal, ob man das noch Schneeböller nennt, wenn ich da drauf stehe und so drüber rolle. Aber ich glaube, das ist einfach ein riesen Schneeklops irgendwie. So. Die haben wir auch verwünscht. Also ich muss sagen, so gegen herzlose Kämpfe mache ich jederzeit immer wieder gerne. Geht ziemlich schnell, locker und einfach. Ich muss keine Angst haben um mein Leben. So, das sollte der letzte gewesen sein. Ja, laut der Musik, wie sich's beruhigt hat, tönt das danach, dass wir jetzt gar keinen Gegner mehr haben. Und da vorne wartet schon die nächste Chance auf uns, erklommen zu werden. So,
Jip, jip und davon. So, da haben wir direkt wieder einen Schneeböller. Also ich muss sagen, so fällt es mir natürlich ziemlich leicht, den Berg darauf zu kommen, wenn ich mich da nicht gross muss mit diesen herzlos auseinandersetzen. Du hast noch ein paar Leben behalten. Voilà! So haben wir dich schnellst auch noch erledigt. Davon haben wir nochmal so einen dicken Wanz. Jetzt bleiben wir einfach mal da drauf stehen und versuchen mal die Rollen ein bisschen grösser zu machen. Ich glaube, das sollte uns gegen den Gegner auch mehr bringen. Es tönt auch danach, dass der Goofy da unten ziemlichen Ärger mit ihm hat. Ich würde sagen, wir fahren jetzt nochmal da abwärts und überrollen ihn einfach. Okay, bei ihm bringt das wirklich auch noch nicht so ganz viel. Da müssen wir noch mit unserem Schweizer Sackmesser und unserem super Talent, aber nicht von vorne. Sora, du kennst es doch langsam, immer von hinten angreifen. Sonst kann der grosse Typ da, unser grosser Herzloser, keinen Schaden nehmen. Ah, da hat sie noch einen kleinen. Okay, dann nehmen wir doch auch noch schnell auseinander. So, das sollten eigentlich alle gewesen sein. Schade, haben wir jetzt unseren Schneeböller müssen aufbrauchen und ist schon kaputt gegangen. Was haben wir da hinten? Da hinten hat es eigentlich nichts, auch nur am Weg drauf. Wenn wir sonst mal da entlang schauen, wir da vielleicht irgendwo eine Kiste oder ein Glückssymbol finden. Okay, was ist das für ein Baum? Ich kann da irgendetwas anklicken. Ich mache zuerst mal die Bäume kaputt da. Okay, nein, das habe ich nicht wollen. Oh mein Gott, wieso setzt du jetzt das Finale ein? Okay, egal. Ist ja ziemlich schnell gegangen. Denn da oben befindet sich in dem Fall gar nicht. Das heisst, wir müssen einfach mal den Weg entlang gehen, richtig weiter aufwärts. Es sollte eigentlich, soweit ich gesehen habe, da sein. Da kommen wir doch hoppla schon schnell über. Und zwar ohne Problem. Da vorne haben wir wieder ein bisschen einen festeren Herzlose, die warten auf uns. Oh, das hat jetzt, glaube ich, nicht wirklich viel gebracht. Ich versuche jetzt da mal... Wow, Trigger Strike! So mache ich doch das gerne. Jetzt einfach von hinten angreifen. Dreh dich ja nicht um in dieser Zeit, wenn ich dich da am Bearbeiten bin. So. Nice Shot. Den haben wir gut anbekommen. Sieht ziemlich gut aus. Bis jetzt, ich höre die da irgendwo kämpfen. Ah, was? Okay, da oben. Hinten oben. Aber ich weiß jetzt gar nicht. So, dich picke ich mir da grandios mal schnell raus. Ich versuche mich jetzt schnell da rauf teleportieren zu dieser Super Nanny mit ihrem Regenschirm. So, und das lohnt sich sogar noch ziemlich gut. Ich habe jetzt gerade entdeckt, warum wir da rauf können. Wegen einem Kisteli. Das nehmen wir doch auch gerade liebend gerne mit. Was haben wir da drinnen? Ein FP+. Und alle Gegner sollten wir eigentlich im Großen und Ganzen ausgeschaltet haben. Also es sieht ganz danach aus. Nein, da höre ich wieder irgendetwas. Ah, die Nanny taucht gerade nochmal auf. Und versuchen wir doch die doch noch irgendwie auseinander pflücken. Was wir angefangen haben, tun wir jetzt auch beenden. So, die Kleinen lasse ich liebend gerne noch zurück. Die brauche ich jetzt nicht, da haben wir noch einen einzelnen Herzlosen. So, die können wir doch auch schnell recht wegklopft. Mein lieber Löli. So, wir sind immer noch auf... Was kann ich da? Mich einfach verstecken von ihr? Ah, was? Ah, was? Das ist natürlich eine ziemlich coole Animation. Das habe ich jetzt selber gar nicht gewusst, dass das funktioniert. So, setzen wir unseren Stab ein. Nice! Also die Animation ist ziemlich cool, muss ich sagen. So geht das ziemlich flott und schnell vorwärts. So, mit unserem Illusionsstab sollten wir auch euch eigentlich ziemlich schnell aus der Rampe kommen. Voilà! So, Last One haben wir da hinten schon gekillt. Das heisst für mich, ich pumpe direkt auf den Schneeböller und versuche da schnell irgendwie die Kante drauf zu kommen. Aber es geht einfach nicht. Vielleicht muss ich es mal ein bisschen feiner versuchen. Wir sind schon wieder ziemlich weit oben gelandet. Da komm, Goofy. Du mit deinen Weisheiten. Ein paar Zutaten könnten sich da noch befinden. Haben wir gerade mitgenommen? Ein lieber Champignon. Okay, dann müssen wir einfach da uns gegenüber jumpen. Es sieht bis jetzt ziemlich nice aus, wie wir da unterwegs sind. Immer auf die Flächen drauf zu gehen, die schiessen uns automatisch in die Luft, aber wo es jetzt weitergeht, weiss ich gerade nicht. Ah, okay, du führst uns da über. Ich muss aber aufpassen, dass ich mich nicht wieder da runtergehe. Oh mein Gott, bis jetzt sieht das ziemlich gut aus, das kann ich gar nicht erwarten von mir. Normalerweise gehe ich immer 3-4 Mal runter, bis ich irgendetwas mal anbringe. Nice, das haben wir ziemlich gut anbekommen. Heute bin ich wirklich konzentriert und gut unterwegs, muss ich sagen. Nein, er wieder so ein Schneedrache, die sind so mühsam. Ich versuche direkt mal mit dem Blitz den grössten Teil von euch mal aus. Ja, dein Wirbelsturm kann mich mal.
So, ich will zuerst die Kleinen ein bisschen wegschalten, dass wir wirklich einen Platz haben. So, wir haben Blitzeranti. Das sollte eigentlich gut austeilen. Oh Mann, du Löli! Wieso visierst du jetzt den Baum an? Sieht man das? Visiert den Baum an. Während ich im Kampf bin, visiert er den Baum an. Dann müssen wir das irgendwie anders machen. So, jetzt haben wir den Drachen im Visier. Ich würde sagen, gegen dich hilft am besten Feuer an. Das zieht er deftig Leben ab, wenn ich da gerade sehe. Ich denke, wir machen da wirklich gerade... Wir haben noch Feuer aktiv, das macht nochmal... Oh, jetzt hat er sich versteckt im Schnee drinnen. Ah, jetzt bist du wieder am Boden unterwegs, genau wie beim letzten Mal. Okay. Wow, die haben wir gut anbekommen mit unserer Feuermagie, muss ich ganz ehrlich sagen, hat jetzt ziemlich gut geholfen. Gegen dich. Warum wir jetzt da nochmal sollten können gegen fliegen, das bleibt mir ein Geheimnis, ein Kisteli oder so, sehe ich da nicht. Das heisst für mich, ich renne doch einmal die Wand schon mal drauf. Okay, dort hinten wartet nochmal ein paar Herzlose. Das heisst für mich aufpassen, dass ich mich da nicht treffen lasse. Oh, gut, ein Tropfen Wasser macht uns jetzt gerade momentan auch nicht wirklich viel aus. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Wehe, du gehst jetzt runter. Nein, wir gehen runter. Oh mein Gott. Und ich habe gedacht, ich schaffe es heute einmal einfach in einem Zug aufwärts. Aber was soll's? Ein paar Herzlose sind uns im Weg gekommen. Das Mal ist es auf eine gewisse Art und Weise nicht nur mein Fail. Du schiessest uns ab, ich schiesse dich ab. So funktioniert doch das gerade viel leichter. Wieso bist du jetzt dort nicht einfach drüber? Oh Mann. Okay, das Mal geht der Fail auf meine Kappe wieder. Nicht mehr der Herzlose zu. Jetzt sollten wir es aber gut anbekommen. Komm rauf. Was ist los? Geht doch? Eieieiei. Wolltest du mir wieder Schwierigkeiten machen? Rede ich davon, wie gut ich unterwegs bin. Falls mir natürlich gerade schon in den Rücken rein. Jetzt muss ich da aufpassen, dass ich da gut anbekomme. Das sieht natürlich sehr gut aus. Wow, wir haben es geschafft. Nach 2 Fails haben wir es doch noch anbekommen. Da haben wir 2 Schneebälle zur Verfügung. Ich würde sagen, ich packe mir da mal einen und fahre den Weg drauf, damit wir die Herzen wieder überfurzen können. Okay. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, wenn wir nochmal zurückrollen. 4 von diesen Dickwands. Ich glaube, wir haben jetzt alle gerade überrollen können. Wow, nice, nice. So kommen wir da durch. Wir sind schon ziemlich gross. Nein, okay. Schade, schade. Dort hinten haben wir gerade nochmal so eine Nanny am Start. Wieso kann ich da nicht anjumpen? Okay, in dem Fall funktioniert das nicht immer. Das ist auch gut zu wissen. So, nimm das, du kleine Schlawinerin. Dort hinten wartet schon die nächste Nanny auf uns. So, muss schnell warten, mein liebes Fräulein, bis wir da fertig sind mit dem. Mit dieser Frau. Nicht Blumen, nicht Blumen visieren. Genau. Wir wollen sie auch mit Feuer schnell... Oh, ich habe gerade keine Magie mehr zur Verwendung. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht das Fest auf den Kanten oben drauf schlage, dass ich noch runterfallen. So, da haben wir schon wieder den nächsten Schneebälle zur Verfügung. Coole Sache. Also die Schneebälle, muss ich ganz ehrlich sagen, die gefallen mir mega. Also besonders, wenn ich noch in die Wand reinfahre und ich sie kann brauchen zum Herzlose killen, aber es sieht nicht danach aus, als hätten wir da noch ein paar Herzlose. Es ist eher die Frage, sind wir da schon mal gewesen und mal durchgelaufen, weniger her. Wir können da aber die Wände wieder drauf rennen, also schauen wir uns in dem Fall zuerst mal da noch ganz kurz um. Okay, da warten gerade nochmal 2 von diesen grösseren Eisteiler auf uns. Ich würde sagen, die versuchen wir dann auch wieder mit Feuer auszuschalten. Jetzt muss ich aber schauen, dass wir nicht zu fest von diesen Schneestürmen hier mitziehen. Ich gehe direkt einmal auf die los. Ich denke, das Beste, was ich gerade machen kann. So, Feuer nehmen. So, dann haben wir direkt noch das Feuer parat für den nächsten. Ich sehe gerade momentan nicht wirklich viel. Oh, jetzt hat es mir voll in die falsche Richtung. Im Samichlausene Rentierli geht man da auch noch komplett gegen den Strich. So, ein Goofy-Bomber wäre parat. Das wäre natürlich ziemlich nützlich. Wenn so viel Small da rumstehen, dann machen wir doch das gerade. Ich hoffe, wir verwünschen gerade. Doch kein Jackpot. Hätten wir alle Small verwünscht, hätten wir einen totalen Jackpot gehabt und endlich freie Lage, um gegen die Drachen zu kämpfen. Das Feuer macht ihnen noch ziemlich Schaden, so weit, muss ich sagen. Ich sage dir, heizt sich gerade nochmal so viel Feuer rein, wie mir möglich ist. Und weg ist er. Und wir sollten uns ganz kurz mal auf die Heilung konzentrieren. So, haben wir das gut anbekommen. Wir haben da nochmal Feuer aktiv, setze ich gerade mal ein. So, das heisst, wir haben noch ein Rentier und einen von diesen komischen
Schneemonster da, noch 2 sind es. Okay, ich würde sagen, der Illusionsstab hilft uns da gerade nicht weiter. Ich setze mal den Plasma-Naut ein, in der Hoffnung, dass wir mit dem die 2 gut erledigen können. So, voilà! Gut, tauchst du gerade vor unserer Fresse auf, so können wir einfach draufpülsen. So, den haben wir gerade fast können runtermurksen mit dem. Da kommen irgendwelche Sachen aus dem Boden raus, also ihre Schwänze, die uns aufstechen wollen. So! Finale! Hat gelangt, um dich zu vernichten. Jetzt sind aber gerade nochmal ein paar Rentierchen auftaucht, wie mir da aufgefallen ist. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns eigentlich eher auf den Drachen, der da rumliegt. Wir haben jetzt auch wieder volles... Ah, Eis bringt da nicht viel. Was mache ich? So, das sollte lange. Wow! Den haben wir aber gut mit unserem Feuermagie weggetratscht. Muss ich schauen, dass ich da nochmal auf Blitz umwechseln. Dann könnten wir denen da ein paar Blitz reinheizen, dass wir einen guten Schaden auf alle machen. Nice! Es sieht aus, als hätten wir das die Lage gut geklärt. Und auch noch recht gut davon gekommen sind. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich ziemlich gut gekämpft, haben das gut anbekommen. Nice! So, ich bin gerade ziemlich stolz mit mir selber. Ich weiss nicht, ob man das gerade merkt. Aber irgendwie können wir da auch den Berg drauf rennen, was ziemlich komisch ist. Wir haben jetzt 2 Wege zur Verfügung. Einmal auf der anderen Seite, einmal da. Und da warten nochmal ein paar Herzlose auf uns. Haben wir da irgendwo einen Schneebüller, dass ich euch nochmal könnte überrumpeln. Sieht nicht danach aus, als würde da oben ein Schneebüller auf uns warten. Das heisst, ich muss euch wirklich alle einzeln auseinandernehmen und besiegen. Während ihr da schnell unterwegs sind und umeinander fliegen auf eurem Bauch. So, du solltest eigentlich kein Problem mehr darstellen. Versuchen wir gerade den nächsten. Danke, Donald. Mega lieb von dir. Ja, ich muss da Feuga wechseln. Ich glaube, in diesem Land bringt Feuga schon fast am meisten. Wir haben fast keine Mana mehr. Also einmal Feuga können wir sicher noch einsetzen. Haben wir denn da noch irgendwo den nächsten? Da unten steht er schon. Suchen auf uns. Da sind wir! So, mit unserem Illusionsstab versuchen wir auch den da noch auseinanderzunehmen. Irgendwie funktioniert das nicht so ganz, wie ich haben will. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo ist er jetzt wieder? Oh, jetzt ist er komplett verschwunden, weil wir aus dem Kampfgebiet raus sind. Und irgendwie hat jetzt wieder die Blume anvisiert, anstatt irgendetwas anderes. Das ist dann ziemlich lustig. Ich muss mal schauen, ob ich da irgendetwas daran ändern kann. Also es ist nur ein einziger unterwegs von denen. Ein Raketentanz. Wieso fliegst du denn gerade wieder dort oben? Das ist also irgendeine Sache, wo ich jetzt einfach muss sagen, wieso bist du denn jetzt dort oben gesprungen, hä? Bleib doch einfach da oben, um deinem Verhängnis nicht ergehen, dass der Schweizer dich auseinandernimmt, du kleiner Schlawiner. Und schnell haben wir dich erledigt. Nice. So, jetzt ist eher die Frage, wo wollen wir durch? Das da oben sieht ziemlich gut aus. Also wir müssen ganz auf die Spitze laufen, wir sind eigentlich ziemlich nah dran. Wir sind zurück. Der Palast ist unglaublich. Wo sehe ich jetzt da den Palast? Also ich sehe, muss ganz ehrlich sagen, ich sehe da nirgendwo einen Palast. Es glückt ah, gerade hinter mir. Okay, alles klar. Dann machen wir doch gerade noch ein Selfie mit einer wunderschönen Smile und einem Donald im Hintergrund. Aber wisst ihr was, da die Daten gespeichert werden, würde ich sagen, ich mache auch an dieser Stelle ganz einen kurzen Cut. Ich danke vielmals fürs Einstellen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heisst, eine kleine Runde Kingdom Hearts 3 mit eurem Schweizer. Danke fürs Zuschauen und tschüss!